Es muss alles gemerkt gehen, für das so man wie möglich Menschen an den Chômage rutschen. Die Weh aus dieser Krise kann es. Das sind wir uns alle bewusst. Mehr als schon mehr Männer als sie gewinnt für als Gesellschaft dürfen als nach der Pandemie de Chômage partiell und noch de Congé pour raison familiale beizubehalten, für so zu ermöglichen, dass so man wie möglich legt an den Chômage rutschen. Just nach ein paar Zahlen, der Moment, die wir vierlein, den 31. Januar 2020 hatten wir Chômeren von 16.476, den 29. Februar hatten wir 16.652 Chômeren, den 31. März 18.321. Und in dat lo vergleicht vom Monat Februar ab dem März, ist das eine Augmentation von 1746 Chômeren. Dazu die Tal der Mat Serena, cela constitue une hausse de 2728 personnes, soit de 17,4%. Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières calculé par le Statec s'établit à 6,1%. Wenn in den Monat März guckt, dann muss ich sich auch vorstellen, ob das Erhöhung vom Chômage etwas mit der Pandemie zu tun hat, weil den offiziellen Ausnahmezustand als gericht am 20. März in Kraft getreten. Für den Monat April hat die Stadt der Grundhaut am späten Morgen folgende Zahlen mitgedeelt: 20.361 Chômeren, das ist ein Plus für gegenüber dem März von 2.497 und damit pendelt sich der Chômage da plus minus bei 6,1% an. Alles das als der Wert für am Detail zu analysieren. Einerseits als es ja die normale Chômage, den Klammer wäre, und andererseits den Tod, den durch Pandemie zum Drohen kommt. Und man muss aufwerten, wie das sich die nächsten Monate weiterentwickelt, ohne der Teufel will an die Wand zu malen. Weil, es muss ihr wissen, Erbischt als Basis vom Leben. Den Herr Minister Kersch und noch die Regierung haben ja davon geschwärzt, dass im Kader von der Corona-Krise kein am Startgift losging. Leider ist das nicht ganz richtig. Die Arbeitslosigkeit ist die letzten Monate an die Luft gegangen. Und die Regierung hat sich schwer damit gedauert, für sehr noch transparent, aber er weiß, die viele kleine Betriebe die Hilfen zukommen zu lassen, ob die sie Anspruch gehabt hätten und sie auch blutnotwendig gebraucht hätten. Dabei sind ganz viele Selbstständige durch die Raster gefallen. Kleinkommerzen müssen so bleiben, weil sie nicht dürfen abmachen. Das ist tragischerweise derselben Zeit geschickt, wie die Großkommerzen, zum Beispiel Baumärkte, schon im Hand dürfen abmachen. Auch am Moreska-Sektor schweißen viele Patronen mit ihren Salarien blockt. Bei den deutschen Opern, stecken du in Rheinland-Pfalz, dürfen vielleicht schon geschwind an die Restaurant gehen, schmengen das Woche nach, für was dann nicht auch bei uns. Wir werden als klare Signale von der Regierung, Signale, die jetzt schon müsste gehen, und ob man die Verantwortung auch schon hätte müssen wissen. Aber was kann ich machen, für die Arbeitslosigkeit, nicht, dass die nicht nach Wegrand Luft springt. Das erste Mal, dass er sein Wort hält, an den betroffenen Kommerzen sehr unkompliziert hilft. Die Arbeitslosigkeit raufsetzen kann nicht mehr parallel zu einem Ankurbeln von der Wirtschaft laufen. Wenn wir die Wirtschaft ankurbeln wollen, muss man sehr reagieren, bürokratischen Aufwand vermeiden, an der Patron nicht mehr stecken an die Weh lehnen, wie nötig. Ich so das besonders auch im Kontext von den allgemeinen Evaluierungen von der ADR, was die Wirtschaftspolitik betrifft. Man ist immer dafür ausgeschwert, Wirtschaft, den Restsektor, aber auch als Landwirtschaft mit unnötigen Schikanen zu verschönen.
wie wir als Partei gefordert haben, Arbeitslosigkeit und noch Politik an zusammen zu gruppen mit der Wachstumsdebatte und noch grenzübergreifend an über Ursachen zu schwätzen, für was so viele Lützeburger zu Grenzgängern am Land gesehen, sind wir in der Chambre belächelt gehen. Schauen Sie noch die Regierungsparteien an, dass die Approche der richtige Weg ist. Genauso wie wir von Anfang an gefördert haben, dass parallel zu den großen Kommerzen die kleineren nicht müssten abmachen dürfen. Ich schließe auf mit der Remarque, dass es der Regierung nicht schade gibt, deren mit pragmatischer Approche von der NDR an der Zukunft mehr zu schenken.